habe mich sehr gefreut auf die zweite Staffel von Daredevil. Die erste Staffel war nämlich verdammt gut gewesen. Die habe ich jetzt mal auf Netflix geschaut. Die zweite ist auch auf dem Streaming-Service erhältlich. Und in der zweiten Staffel geht es darum, dass der Matt Murdock bzw. der Daredevil zwei neue Gegenspieler vorgesetzt bekommt. In der ersten Staffel war das der Wilson Fisk gewesen, ein böser Mob-Boss sozusagen, so ein Gangster-Mafia-Dude. Jetzt in der zweiten Staffel kommt er mit dem Punisher zu tun über und seine ehemalige Flamme und quasi Partner in Crime, Elektra, ist auch wieder zurück in der Stadt, was er nicht erwartet hat, und dann muss er noch einen Fall lösen mit seinem Kollegen und so. Also es gibt genug zu tun für den Matt Murdock. Der Daredevil, wer ist das? Der Daredevil ist, wie gesagt, der Matt Murdock. Das ist ein blinder Typ, der ist nach einem Unfall blind geworden. Der hat nachher Jura studiert und mit seinem Kollegen Foggy Nelson ein Anwaltsbüro, eine Anwaltskanzlei gegründet, eine kleine namens Nelson Murdock. Und während er am Tag Anwalt ist, ist er in der Nacht der Daredevil, also quasi er ist so ein bisschen eine blinde, weniger reiche Version von Batman, kann man so sagen. Die erste Staffel war wirklich mega gut gewesen. Also die zweite hat recht grosse Schuhe zum Füllen bekommen, und ich finde, zum grossen Teil hat sie das auch erfüllen können. Einerseits liegt das an den Charakteren, wie ich finde, und zuvorderst steht dort der Charlie Cox als Matt Murdock bzw. als Daredevil, und das ist sehr ein sympathischer Typ und er ist auch sehr glaubhaft in dieser Rolle. Man kauft zwar der Figur Daredevil nicht immer ab, dass er blind ist, aber ich finde, der Schauspieler, der sieht ja etwas, hat das verdammt gut übergebracht, und er hat auch Kampfszenen gut gemacht. Ich weiß nicht, wie oft das er in diesem Kostüm war und wie oft das irgend so ein Stunt-Heini war, aber das, was ich gesehen habe, ist echt beeindruckend. Und ihm gegenüber steht der John Bernthal als Frank Castle oder als The Punisher, und das ist eine verdammt coole Rolle. Er ist sehr, sehr gut gespielt, finde ich. Er funktioniert wirklich gut mit seiner dreckigen Art. Ich habe es aber sehr schade gefunden, dass die Figur von Punisher in der zweiten Staffel, also in der ersten ist sie nicht vorgekommen, aber in der zweiten Staffel ist sie recht zu kurz gekommen, habe ich gefunden. Er ist vor allem am Anfang so ein bisschen im Setup für alles gross zur Schau gestellt worden. Ein bisschen, schaut mal, wir haben den Punisher dabei und so. Das Ganze hat ein bisschen gewirkt wie ein Prequel, also so eine Vorgeschichte oder ein Setup für einen Punisher-Film oder eine Punisher-Netflix-Serie. Und dann die dritte im Bund ist Elodie Young, die Elektra spielt, und das ist so eine Jugendfreundin, so eine College-Freundin vom Daredevil, und er kann am Anfang nicht so viel mit ihr anfangen, jetzt wo sie wieder in der Stadt ist, und sagt, ja, wir machen jetzt nur den Auftrag zusammen und so, und dann passiert da gleich wieder ein bisschen etwas. Und während Elodie Young die Elektra wirklich mega gut spielt, sie ist sehr sexy, aber auch sehr brutal und gefährlich, und findet, haha, ich schneide jetzt die halt aber noch mit meinem Katana. Die Beziehung zwischen denen ist das ein bisschen auf holprigen Beinen, ist teilweise ein bisschen unglaubwürdig, habe ich gefunden. Das war schade gewesen, aber schlussendlich über das Ganze gesehen hat sie doch funktioniert. Es ist teilweise einfach einen Moment gegeben, wo ich gefunden habe, so, jetzt plötzlich. Was leider auch nur halb gelungen ist, ist die Balance zwischen diesen Figuren. Der Daredevil ist natürlich die Hauptfigur, aber der Foggy Nelson, sein Kollege, und Karen Page, so ein bisschen ein Love Interest, und dann noch die Elektra und der Punisher und dort noch Figur und dort noch Figur. Die Balance hat nicht immer so gut funktioniert. Das ist, der Punisher und die Elektra funktionieren zum Beispiel nicht gleichzeitig als Figuren, die sind eher nacheinander. Und das habe ich auch schade gefunden, weil sie haben Tempo aufgebaut mit der einen Figur und dann so ein bisschen ausplempern lassen irgendwie. Was es aber einfach zu loben gibt an dieser Serie, was wirklich fast perfekt ist die Regie und die ganze Kamera. Das ist so verdammt cool. Der Style von der Serie ist recht einzigartig. Wegen dem Lighting, wegen dem sehr farbigen Licht, das sie gewählt haben, wirkt es oftmals wie ein Comic. Also es hat sehr geile Lichter, es ist allgemein mega farbig. Und andererseits sind Action-Szenen, also die ganze Hand-to-Hand-Combat, die Prügeleien sind so verdammt gut gefilmt. So viel besser als in den meisten Big-Budget-Action-Filmen, die man heute sieht. Man sieht, was passiert. Meistens. Weil vieles spielt in der Nacht und ist dann auch sehr dunkel. Das heisst, man erkennt nicht immer genau, was es zu sehen gibt, während es da genau am Rumfuchteln ist und so.
Aber wenn man es sieht, dann ist es wirklich mega gut. Und Daredevil ist auch im krassen Kontrast zu den Kinofilmen von Marvel. Das spielt ja im gleichen Universum. Das merkt man jetzt nicht, weil es findet, hey, das ist im Fall das Marvel Cinematic Universe, sondern das wird ganz subtil einmal wieder ein bisschen erwähnt. Es wird einmal Jessica Jones erwähnt, die andere Netflix-Marvel-Serie. Und im Hintergrund in einer Redaktion siehst du zum Beispiel mal so ein Titelbild, wo es heisst, der Stark Tower da, wo beim Avengers ja so halb kaputt gegangen ist, wird wieder zusammengeflickt und so. Das habe ich recht cool gefunden, die kleinen Mini-Crossovers zwischen diesen Sachen. Und eben, wie gesagt, im Kontrast zu denen ist die Serie wahnsinnig brutal. Und das musst du mit einem Punisher ja eigentlich auch haben, weil du kannst einen Punisher nicht sagen, ich hau die ein bisschen, sondern der vermöbelt die und verschießt alle und wirklich teilweise mega blutig. Ich musste die müssen wegschauen. Und eben nicht so gefallen hat mir eigentlich die ganze Struktur von der Serie. Der Anfang ist wirklich grossartig von der Staffel 2. Der Mittelteil ist so ein bisschen und dann nimmt es wieder ein bisschen Fahrt auf und dann kommt das Season-Finale und das ist so ein bisschen so ein bisschen meh. Es ist gut, es ist einfach ein Haufen aufgebaut worden und es wird nachher so wahnsinnig schnell abgewickelt. Das habe ich auch schade gefunden, es hat so viel Potenzial gehabt. Das hat mich recht enttäuscht, muss ich sagen. Aber schlussendlich habe ich die ganze Staffel 2 wirklich mega gerne geschaut. Schlussendlich finde ich, dass Daredevil sowohl die erste wie auch die zweite neue Season jetzt absolut sehenswert sind. Die erste hat mir noch ein bisschen besser gefallen, weil ich den Wilson Fisk als Bösewicht auch ein bisschen spannender und besser ausbalanciert gefunden habe innerhalb von der Struktur, als jetzt der Punisher und der Elektra und wer auch sonst alles noch so vorkommt. Ich bin vor allem absolut begeistert von der Cinematography, also von der Kameraführung und von der Regie mit dem Farbstyle und so. Also wenn einem das zusagt, kann man sicher schon mal von dem profitieren und sich erfreuen an dem. Und auch sonst ist es eigentlich sehr eine spannende Geschichte, die aber ein bisschen Strukturschwächen aufweist, finde ich. Ja, das war mein erstes Review von einer Serie. Ich werde das vielleicht nochmal machen. Ich weiß es nicht, vielleicht bei Game of Thrones, keine Ahnung. Aber ich habe es noch cool gefunden, weil Daredevil habe ich echt meine Gedanken irgendwie rausplodern. Und ich danke vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.